Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Güstrow, wir Nationalisten führen zurzeit fast wöchentlich oder sogar mehrmals wöchentlich Kundgebungen, Mahnwachen und andere Veranstaltungen zum Thema Asylmissbrauch durch. Was uns extrem auf der Seele brennt, ist das Problem, dass die Medien Ihnen nur gefilterte Mitteilungen und Nachrichten zum Thema Asyl übersenden. Das beste Beispiel ist, der Landrat hat vor 2 Monaten in der Zeitung geäußert, er hat in der Südstadt während der Seelenbinder Straße einen Neubau gekauft, Geld zur Verfügung für Asylbewerber gestellt werden soll. Er hat aber nicht erwähnt, dass dieser Neubau vor kurzem noch abgerissen werden sollte durch die AWG und der Neubau über 400.000 € der Stadt Güstrow gekostet hat. Was ich frech finde, Rückbau, Abriss bedeutet Kosten der AWG. Der Landrat hat einen Deal mit der AWG geschlossen, der eindeutig rechtswidrig meiner Auffassung ist. Denn sie kann nicht einen Neubau, der einen Straßenwert von 70.000 € hat, der AWG für 400.000 € abkaufen, obwohl er noch nicht mal das Recht durch den Landkreis dazu hatte, beziehungsweise die Mitglieder des Kreistages noch gar nicht beschlossen haben, ob dieser Neubau für dieses Geld überhaupt gekauft werden darf. Nein, es ging ja um Asylanten und da werden manche Gesetze auch ein bisschen gebogen. Das beste Beispiel ist, im Nachhinein, nachdem ein rechtsverbindlicher Kaufvertrag geschlossen wurde, hat der Landkreis abgestimmt, dass dieser Neubau auch gekauft werden durfte. Was hätten wir gemacht, wenn der Landkreis oder die Mitglieder des Landkreises Güstrow gesagt hätten, nein, wir wollten den Kauf nicht, der war überteuert und der muss vom Kaufvertrag zurücktreten. Wäre es gegangen? Nein, denn auch schon die Frist ist dafür abgelaufen gewesen. Was die Medien euch nicht sagen ist, dass das alles Hohn und Spott ist, was sie euch mitteilen. Das Lustigste ist, der Landrat hat auch in der Zeitung geäußert, es werden keine Standards mehr hergerichtet, es werden nur Betten eingestellt und die Asylbewerber werden einziehen. Auch das stimmt nicht. Aktuell belaufen sich die Kosten für die Sanierung des Wohnblocks in der Werner-Seelenbinder Straße auf weit über 300.000 €. 300.000 € kosten aber ein paar Betten nicht. Nein, da wird komplett grundsaniert. Meine Frage ist, warum wird dieser Block jetzt komplett grundsaniert, obwohl doch über Jahre lang deutsche Mitbürger in diesem Neubau gewohnt haben und zu diesen Standards leben mussten? Ich frage mich ganz persönlich, warum ist ein deutscher Hartz-IV-Empfänger weniger wert als Menschen aus anderen Ländern, die hierher kommen, Asyl beantragen und behaupten, sie wären Flüchtlinge und Verfolgte, die unsere Hilfe brauchen, kann man natürlich gerne aufnehmen. Aber für mich sind Flüchtlinge Frauen, Kinder, ältere Leute und nicht irgendwelche Neger zwischen 20 und 30 Jahre, die sich hier die Zeit mit Alkohol vertreiben und auch andere Sachen machen, die eigentlich nicht hingehören. Meine Frage ist, wenn wir weiterhin Asylanten in Deutschland aufnehmen, in dem besten Alter zwischen 20 und 30 Jahren, wer soll denn dort zu Hause sich um den Wiederaufbau kümmern? Sollen wir hingehen und denen ihr Land wieder aufbauen? Oder wollen wir die Leute weiterhin aufnehmen? Nein, das ist grundlegend falsch. Dadurch werden Probleme geschaffen. Weil wenn in deren Heimat niemand mehr ist, der den Wiederaufbau vollziehen kann, was passiert denn? Diese Leute werden weiterhin sagen, sie sind verfolgt und werden nach Deutschland kommen und in andere europäische Länder. Das Lustigste ist, die Quote der derzeit bearbeiteten Asylanträge ist sehr gering, obwohl seit über 2 Jahren extrem viele Asylbewerber in den Landkreis kommen. Warum schafft das Land es nicht, einfach mal ein paar Leute einzustellen, die sich um die Asylverfahren kümmern, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo innerhalb von 24 Stunden entschieden wird, hat dieser Flüchtling ein Recht auf Asyl, ja oder nein? Und wenn er kein Recht hat, wird er sofort wieder abgeschoben. Warum führen wir das in der BRD GmbH nicht durch? Es ist doch wohl kein Problem, Leute einzustellen, gegen Geld, wenn auf andere Seite Millionen
das Schweizer Modell folgen und würden Asylverfahren innerhalb von 24 Stunden durchführen, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht hier, denn das Problem hätte sich erledigt. Wir bräuchten in Güstrow vielleicht ein Asylbewerberheim, wenn wir alle abschieben würden, die hier nicht hergehören, beziehungsweise vielleicht würde für ganz Mecklenburg sogar ein Asylbewerberheim reichen, denn schließlich wird ja ungefähr nur 1% angenommen. Alle anderen sind nachweislich Wirtschaftsflüchtlinge, die nicht herkommen, weil sie verfolgt sind oder Krieg zu Hause ist. Nein, sie kommen hierher, weil die Schleuser teuer bezahlt haben, mit dem Ziel hierher zu kommen, gebackene Tauben abzugreifen und auf sich so auf Kosten des deutschen Steuerzahlers niederzulassen. Und nachweislich ist das kein Rassismus, sondern durch viele Beispiele ja schon bewiesen worden. Deswegen werden wir des Öfteren noch in Güstrow Mahnwachen abhalten, bis endlich dieses Problem gelöst ist und alle Asylbewerber, die kein Recht auf deutschem Boden besitzen, abgeschoben gehören, sowie eine Ausländerrückführung, dass Deutschland endlich wieder das Land der Deutschen ist und Blöcke wie in der Werner Silbener Straße nicht teuer und überteuer gekauft werden, sondern abgerissen werden können, weil diese ganzen Asylschmarotzer sich ja hier nicht mehr befinden. Dankeschön.